Dieser Prinz, von dem ich träum, der braucht kein weißes Ross nicht haben. Und der braucht da gar kein Schloss nicht, sowas regt mich gar nicht an. Für mich gibt's bei meinem Schatzerl eine Grundbedingung nur. Und das ist nicht seine Klugheit, na, da geht's um seine Figur. Weil so ein dürrer Haring kommt mir ins Haus. Ich such mir am Mannsbild wieder ein Wamperl aus. So ein Wamperl ist für mich Erotik pur. Drum möchte ich am Mannsbild wieder ein Wamperl nur. Lieber an die Kleine, wie ein Hogra Veganer, der sich anfühlt so wie stacheliger Draht und der fast keine Nutzflächen hat, aber ja Vegetarier sind oft die Hosen Larier. Für mich da muss ein perfekter Mann in so jungen Jahren schon so ein perfektes Wamperl. Ja, brauchst du gar nicht das ist ja wunderbar. Ja, er ist gut genährt. Machen wir ein bisschen dein Heben. Mach mal da ein wenig auf. Ja, so. Da fahren wir jetzt mal rein. Das sind tiefer, ja, die geht jetzt von langer Hand an die Wäsche. Das sind tiefer. Sehr schön. Nur mal ein bisschen tiefer. Oh, jetzt gibt's den Strafraum, gell? Weiter darf ich nicht. So ein Wamperl, so ein Wamperl, das war heut bei der Nacht. So ein Wamperl, so ein Wamperl, das ist Sommerschatten macht. Ihrer Steine, so die größten, ist ein Mann ganz gut gebaut. Und so kommt's das, aber Herzplatte so ab und nix Wamperl braucht. Weil so ein dürrer Haring kommt mir ins Haus. So hier am Mannsbild wie ein Wamperl aus. So ein Wamperl ist ein Wert, der hat Bestand. Reichtum ist vergänglich, aber Wamp bleibt Wamp. Gell? Sehr schöne Wamperl. Die einzige Möglichkeit, wenn man bei uns im Oberland in diesen schmäleren Tälern an ein Fleisch kommen kann, ist, wenn der Papa oder der Opa des Nachts in den Wald gegangen ist und hat ein Wild erlegt. Und weil bei uns das Rotwild vorherrscht, hat es dann auf 2, 3 Wochen, manchmal sogar 4, immer genau das gleiche Gericht geben, nämlich ein Rehragout. Genau. Und so entstanden ist dieses wunderschöne alte Lied vom Rehragout. Jetzt ist es aber so, dass meine Frau in einem Bioladen arbeitet. Darum mussten wir das leider ein kleines bisschen umtexten. 3, 4. Meine Frau, die schafft im Bioladen 2 Tage grad in der Woche. Doch was sich stark verändert hat, seither ist, was sie kocht. Sie kriegt auf gesunde Nahrungsmittel 25%. Doch manches von dem, was heim sie bringt, ja, das braucht ich nicht geschenkt. Ja, was gibt's denn heut auf Nacht? Ja, was gibt's denn heut auf Nacht? Heut gibt's einen Fleischersatz, einen Fleischersatz, einen Fleischersatz. Ja, was gibt's denn heut auf Nacht? Ja, was hat die Doro gemacht? Heut gibt's einen Fleischersatz, mein Schatz. Sie wird mich verwöhnen mit Tofu Wiener. Das ist eine Fahrgeschichte, geschmackloser geht es nicht. Auch der Sonntagsbraten aus Soja und Seitan. Nein, der ist kein Gedicht, wird nie mein Leibgericht.
Ja, was gibt's denn heut auf Nacht? Ja, was gibt's denn heut auf Nacht? Heut gibt's ein Fleischersatz, ein Fleischersatz, ein Fleischersatz. Ja, was gibt's denn heut auf Nacht? Ja, was hat die Doro gemacht? Heut gibt's ein Fleischersatz, mein Schatz. Gestopft mit Proteinen aus Erbsen und Lupinen. Strengt die Verdauung an, mündet oft im langen Gang. Schinkenwurst aus Weizen kann den Magen reizen. Drum lebt bei uns jetzt gesund auch die Fackeln und der Hund. Ja, was gibt's denn heut auf Nacht? Ja, was hat die Doro gemacht? Schon wieder Fleischersatz, ein Fleischersatz, ein Fleischersatz. So gnädigste Doro, hör mein Flehen und hab Erbarmen, du mach mir ein Ragout. Kennt ihr diesen Spruch, das letzte Kind hat Fell? Nicht? Doch schon, gell? Also, man sagt ja, wenn Leute keine Kinder mehr kriegen können oder keine mehr wollen, dann kaufen sie sich meist ein Tier. Daher kommt dieser Spruch, das letzte Kind hat Fell. Jetzt ist es aber so, dass wenn Eheleute sehr, sehr lange zusammenleben oder auch Frauen ganz, ganz lang allein, dann ist es oft nicht nur das letzte Kind, das ein Fell hat, sondern auch der beste Freund der Hausfrau. Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Süße bist du. Und ein süßes Stüpfchen ist du. Ein süßes Stüpfchen. Ja, und wie geht denn das Schwanzerl, hä? Wie geht das Schwanzerl? Geht das Schwanzerl hin und her? Geht das Schwanzerl hin und her, wenn sich das Maul zieht aufs blaue Klo? Geht das Schwanzerl hin und her? Ja, und wie macht denn das Haxerl, hä? Ja, wie macht denn das Haxerl? Hä? Macht das Haxerl zuck, zuck. Macht das Haxerl zuck, zuck, wenn's Frauli am Bauch grau. Also, Freunde, ich sage Ihnen, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, ich wünsche mir auf der Welt nichts Sehnliches, als wie das ich einmal tauschen könnte mit Ihrem Hund. Das glaube ich aber kaum. Weil wir gerade auf dem Weg in die Klinik sind zum Kastrieren. Dein Hunderl hat als Stammbaum an euren Baumstamm bloß das Maisfei ein von und zu, ein Hunderl für den Schoß. Jo, 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 na, 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 mein Hunderl ist famos. Jo, 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 na, 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 das ist ein Hunderl für den Schoß. Fürs Hunderl muss das Schappi vom Feinkostkäfer sein. Vom Aldi kriegt's der Papi. Der ist ja nicht so fein. Jo, 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 na, 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 mein Hunderl ist famos. Jo, 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 na, 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 das ist ein Hunderl für den Schoß. Du, egal ist, ob ich streite, mein Hund oder mein Mann, sie fangen alle beide sogleich zum Wedeln an. Jo, jo, jo,
na, na, na. Mein Hund, das ist famos. Jo, 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 na, na, na. Das ist ein Hund dann für den Schoß. Haff, 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 Dies Hund, der find's bitter, die der wieder nicht. Das Hundal ist auch freundlich und kein Chor wieder red. Jo, 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 na, na, na. Mein Hundal ist famos. Jo, 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 na, na, na. Das ist ein Hund dann für den Schoß. Ein Hund dann für den Schoß. Fräulein, ich bin ja von Haus aus intolerant. Tät aber trotzdem diesen wunderbaren Schweinsbraten bestellen, aber ohne den Krautsalat. Rohkost, Fräulein, Rohkost vertrage ich überhaupt nicht. Da bläht's mich immer auf. Da bläht's mich auf. Da hat's mich das letzte Mal halber zerrissen. Gell, Schatz? Ja, bringen Sie mir bitte schön stattdessen eingekochtes Blaukraut, Semmelknödel, Fräulein. Jetzt sag ich Ihnen noch mal was. Ich bin aus Franken. In Franken isst man kein Semmelknödel. Da isst man ein Kartoffelkloß. Bringen Sie mir bitte schön Kartoffelkloß. Und Fräulein, damit der Kloß dann recht schön schwimmt in der Sauce, bitte schön ein Kennler extra Sauce dazu. Und bevor ich's vergesse, Fräulein, und drauf, wenn's noch möglich wäre, von der Krusten, ein Streifen extra Krusten. Das wäre schön, ja. Ja, das wär's. Was magst denn du eigentlich? Du hast ja noch gar nichts gesagt. Was du magst? Was du magst? Ich hätte am liebsten das Fräulein. Dufte, 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 dufte. Manchmal führt er auf sich wie ein Straßenköter, schnuppert jedem Weibsrock hinterher und macht schöne Augen der Eude schwere Nöter. Manchmal erhofft sie davon mehr. Ist dann wieder so ein Hascherl auf den Leim im Ganger und der Feiergefanger stehen sie da in Flammer. Komm mit der Tütata, daher wird Feuerwehr. Geht sie, junges Fräulein, jetzt hört's auf dann mal her. Ich bin die Eude von dem Deppen da, die muss selber hier nix retten kann. Der Hirsch mit schwarzen Hut und an der roten Birne dran. Ich sag's mir, sie ist so, das ist mein Mann. Oh, 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 du, ey, Oh, ey, oh, ey, oh, ey, du, ey, oh, ey, oh, ey, oh, ey, du, ey, oh, ey. du. Manchmal hab ich Lust und dreh den Spieß herum. Bin kokett von Traurigkeit und heut nicht da. Schau mir nach dem hübschen jungen Mann da um, weil ein Papagei mir das Gürtel tat. Ist da der Luigi mit seinem ganzen Chore drauf auf der Empore, wo grad noch Amore, hab ich jetzt so weit, dass er mich nach Sizilien nahm. Guck, mein Gott, ging geschossen und fand lauthals Arzt und Kram. Ich bin der Eude von der Schäsen da, die vor sich selber nie nix zu retten kann. Vor der daheim im Birndl mit den geschossenen Rosen dran. Ich sag's, wie es ist so, bin ich der Mann. Wir sind die Alten von Ostetten da, die vor sich selber nie nix zu retten kann. Obwohl wir wissen, dass der eine noch nicht anderen kann. Das ist, wie es ist so, so lang schon. Wo sind wir die Alten von Ostetten da?
Ich und ich weiß, wir strammen allweil an. Wir haben uns gesucht und gefunden und per se verdient. Wir zwei, das ist wie's ist, so, jetzt sind wir froh. Der Bayerische Volksmusikverband hat festgestellt, dass man mit diesen ganzen alten bayerischen Volksliedern die heutige Jugend gar nicht mehr so richtig erreicht. Okay? Ich meine, welches Stadtkind wüsste denn heute noch, was ein Edelweiß ist? Okay? Und welcher Bub im Minga darf wissen, wo der Berg steht, wo das noch wächst? Und wenn sie es wüssten, darf es interessieren. Die heutige Jugend hat ganz andere Herausforderungen zu bewältigen. Die erreichst du mit diesen alten Liedern einfach nicht mehr. Und deswegen hat der Bayerische Volksmusikverband uns, die Isarschiffer, die Pirates of the Bavarian, die Piraten des Bayerischen, die Flusspiraten gebeten, mal so ein altes bayerisches Volkslied zu kapern und in die Hier- und Jetzt-Zeit zu übersetzen. Ja, und wir haben uns ausgesucht, das Lied vom schönsten Blärmerl auf der Welt. Was ist das schönste Blärmerl auf der Welt? Ihr wisst das, oder? Das ist das Edelweiß, genau. Und haben das zu einem modernen bayerischen Märchen verarbeitet. Das schönste Handy auf der Welt, das ist das iPhone 10. Es wächst versteckt im Apfelwerk, noch keiner durft es sehen. Es wächst versteckt im Apfelwerk, noch keiner durft es sehen. Das Dirndl sagt, mein lieber Bub, so ein iPhone möchte ich ja. Bring mir so ein Handy her mit Dreifachkamera. Bring mir so ein Handy her mit Dreifachkamera. Der Bub, der macht sie auf den Weg, wohin die große Stadt. Er pilgert hin zum Apfelland, wo's neueste Handy hat. Er pilgert hin zum Apfelland, wo's neueste Handy hat. Der Bub reit forsch sich in die Schlange. Die Schlange ist blutig lang. Der Abend naht, der Morgen graut, der Bub war längst nicht dran. Der Abend naht, der Morgen graut, der Bub war längst nicht dran. Man fand ihn erst am 6. Tag, ganz nah beim Apfelland. Der Hunger hat ihn hingerafft und so war der begraben. Der Hunger hat ihn hingerafft und so war der begraben. Das Dirndl surft im Internet und fliegt gar manchen Jet. 8 Wochen noch kommt's iPhone 11, diesmal verpasst sie's nicht. 8 Wochen noch kommt's iPhone 11, diesmal verpasst sie's nicht. Sie sucht sie gleich an nein Bub, der Bub ist zeckerlfett. Da wieder gewiss vor
Apfelon die Schlange überlebt. Da wieder wird's vorm Apfelon die Schlange überlebt. Und die Moral von der Geschichte, ihr Burm, Herz unseren Tipp, schickt's dirndl zum Apfelon, nehmt's nur Verpflegung mit. Schickt's dirndl zum Apfelon, nehmt's nur Verpflegung mit. Wir haben so starke Bräuche, zum Beispiel im Frühjahr, wenn die Kraft der Natur die Blähmann aus dem Boden außerbatzt. Dann kommen Wirte und stellen Zelte auf. Dann kommen Hunderte von Leuten und trampeln das alles wieder nieder. Dieser schöne bayerische Brauch nennt sich Wiesenzeit. Und in diesen Zelten, da frönt der Bayer einen Brauch, das gemeinschaftliche Abnagen von Opfertieren. In unserem Fall Brathändel und Ochsen. Und meistens spielen dann irgendwelche Blaskapellen in diesen Bierzelten. Und wenn in so einem Bierzelt eine Blaskapelle ein Lied spielt, in dem ein Hopstradioh vorkommt, dann gibt es diesen wunderbaren Brauch, dass bei jedem dieser Hopstradioh jeder seinen Nebenmann oder die Nebenfrau bei der Hand nimmt, aufsteht, Hopstradioh schreit und sie wieder hinsetzt. Zufälligerweise kommt jetzt in dem nächsten Lied, das wir gerne für euch spielen hatten, genau so ein Hopstradioh vor. Also ich sag's nochmal zum Mitschreien, bei jedem Hopstradioh nehmen wir links und rechts den Nebenmann oder die Nebenfrau bei der Hand Stängel aufschreien, Hopstradioh, und sitzen uns wieder hin und wir spüren dabei für euch die Wiesenzeit. 3, 4 und Duft, da da Duft, da da Duft, da da Duft, da Duft, da Duft, da 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 Duft, da da Duft, da da Duft, da da Duft, da Duft, da Duft, da da da. Es kommen drei von weit und breit Hopstradioh auf Minga zu der Wiesenzeit. Hopstradioh, weil's die Leid für Wiesenzeit. Hopstradioh, nicht die Wiesen reit. Tjolala, Hopstradioh, wo siehst uns dann Afrikaner? Mit bestickte Hosenträger. Hopstradioh, schmeißt ganz kässig der Chines in ein Lederhosenglas. Hopstradioh, und saft ist die Menge schreit. Hopstradioh, ja, wir haben mal wieder Wiesenzeit. Hopstradioh, dass die Riesen sie trat. Hopstradioh, ja, da hat der Bauer die Wiesen gemacht. Tjolala, Hopstradioh, ein Herzl für die Spatzel und der rosa Zuckerwatz. Eis und bringt die Mandeln und der Münchner rutschen fort. Waffelbruch mit Schoko und ein Steckerfisch sind echt. Irgendwann dann heim, weil ihr ist schlecht. Jetzt packen wir's nochmal. Alle schreit Hopstradioh. Ja, wir haben mal wieder Wiesenzeit. Hopstradioh, für die große weite Welt. Hopstradioh, ja, da hat der Wirt ein Zelt aufgestellt. Tjolala, Hopstradioh, schleppt der Foxy seine Haxe, kauft sich ein Berliner Wiener, der Gourmet so Batzenkäse und ein Saudi seine Gaudi Hamburger zum Haare rauf und gehen am Stand sich selber kaufen. Es ist erwiesen, dass Portugiesen noch am Feiern grad wie Bayern reiern und saft ist die Menge schreit. Hopstradioh, ja, wir haben mal wieder Wiesenzeit. Hopstradioh, dass die Riesenrotze draht. Hopstradioh, ja, da hat der Bauer die Wiesen gemacht. Tjolala, Hopstradioh.
aus der Sicherheit seines Zuschauersessels hochbegibt auf eine Bühne in diese Hölle der Aufmerksamkeit. Etwas, was einen in so einer Situation aufs Unangenehmste beschleichen kann, ist eine uralte, aus der Angst herausgeborene Krankheit. Die entsteht, wenn das sogenannte Arschwasser in der Hosen hinten zusammenläuft und dann durch die Reibungshitze beim Zusammenkneifen aufkocht. Dann gerinnt nämlich dieses Arschwasser und verursacht eine in Künstlerkreisen bestens bekannte Erscheinung. Ja, wenn die Po-Backen klicken, wenn die Po-Backen klicken, wenn die Po-Backen klicken, das ist arg. Wenn die Po-Backen klicken, wenn die Po-Backen klicken, wenn die Po-Backen klicken, das ist arg. Wenn die Po-Backen klicken, wie verrückt, kann man drücken, wenn die Po-Backen klicken, das ist arg. Wenn die Po-Backen zusammenbiegen, nervt's uns doch bis ins Mark. Po-Backen klicken ist arg, drum sei so gut und zwickt sie zuerst nicht zusammen. Komm, hoch den Mut, dann picken sie nicht an. Denn wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, das ist arg. Wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, das ist arg. Wenn die Po-Backen picken, kannst das Chick dann gleich picken, wenn die Po-Backen picken, das ist arg. Wenn die Po-Backen zusammenpicken, nervt's doch bis ins Mark. Po-Backen picken ist arg. Jetzt haben wir uns sagen lassen beim Drumherum im Regen, da ist das sangesfreudigste Publikum aller Zeiten unterwegs. Und dieser Refrain, der eignet sich wunderbar zum Mitsingen. Ich meine, der Text ist relativ überschaubar, das habt ihr ja schon alle zweimal gehört. Habt ihr ein bisschen Lust und eine Kraft zum Mitsingen? Schon, oder? Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, probieren wir es alle miteinander. Ja, wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, das ist arg. Wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, das ist arg. Wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, wenn die Po-Backen picken, das ist arg. Wenn die Po-Backen zusammenpicken, nervt's doch bis ins Mark. Po-Backen picken ist arg. Ich meine, wir haben ja da im Wald, wir haben ja eigentlich mitten in Bayern, kann man sagen, gell, Po-Backen picken ist ja eigentlich nicht wirklich bayerisch, oder? Nein, gar nicht, gell, sie schüttelt gleich ganz resolut am Kopf. Ja, was darf denn der Bayer sagen, der darf so ein Wort wie Po gar nicht in den Mund nehmen, da darf sie ja nicht grausen. Arschbacken. Was? Arschbacken backen, ja, wunderbar. Ja, ganz gut, ich würde sagen, das probieren wir gleich, oder? Singen wir es einmal auf bayerisch. Ja, wenn die Arschbacken backen, wenn die Arschbacken backen, wenn die Arschbacken backen, das ist arg. Wenn die Arschbacken backen, wenn die Arschbacken backen, wenn die Arschbacken backen, das ist arg. Wenn die Arschbacken backen, wenn die Arschbacken backen, wenn die Arschbacken backen, das ist arg. Wenn die Arschbacken zusammenbacken, nervt's doch bis ins Mark. Arschbacken backen ist aber mindestens genauso arg. Wir spielen jetzt für euch unsere Nationalhymne, das Isar-Schifferlied. Und das ist ein Dreivierteltakt, da seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen, euch unterzuhaken und zu schunkeln dabei. Und wir waren aber nicht die Isar-Schiffer, wenn das nur ein Schunkellied war. Es gibt einen Refrain, der heißt Schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal. Und da darf man bitten, dass bei jedem Schauen wir einmal irgendjemand anders unvermittelt während des Schunkelns aufsteht, sodass wir hier ein Gewaberei kriegen, wie bei einer Floßfahrt auf der Isar. Ja?
Wir schauen mal, ob ihr sportlich seid. 1, 2, 3. Ja, heim haben wir wieder eine lustige Fahrt. Lauber der Lüftel und streift durch den Wald. Mit Fultrara und mit Rockets dem Bang schiffen wir die Saar entlang. Grün ist das Wasser, der Himmel weiß-blau, das ist eine richtige Schau. Ja, und weil's uns so frei ist wieder so weit, Jubi, Drubi, Heiterkeit. Ja, weil's uns so frei haben lustige Leid, die Isar Schifferzeit. Jetzt kommt's, mir schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal in das Glas. Schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch auf den Grund. Wir schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch in den Fasel. Schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch bis ganz rund. Ja, weit und so frei, das wieder so weit, Jubi, Drubi, Heiterkeit. Ja, weit und so frei, haben lustige Leid, die Isar Schifferzeit. Einmal noch, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal in das Glas. Schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch auf den Grund. Wir schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch in den Fasel. Schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch bis ganz rund. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Habt ihr überhaupt was zum Trinken? Da habe ich meiner Frau einen Witz erzählt. Gell? Gott, das war jetzt wirklich ein bisschen ein flacher, ein bisschen unter der Gürtellinie, auch ein Herrenwitz quasi. Wollt's ihn hören? Wollt ihr diesen Witz hören? Ich höre gar nichts. Wollt's ihn hören? Warum kriegen Frauen über 50 ihre Tage nicht mehr so? Die brauchen das Blut für ihre Krampfadern. Ja, ich weiß, das hören die Frauen nicht so gern, aber ihre Reaktion. Ja, und warum kriegen Männer über 50 einen Bauch? Damit der arbeitslose Zwerg da unten wenigstens ein Dach über dem Kopf hat. Und da habe ich gewusst, schnappig. Schnappig. Ja, und dabei hätte ich es wissen müssen, weil mein Vater, der hatte mich schon gewarnt. 3, 4 und mein Vater ist ein weiser Mann, speziell in Liebesdingen, kann er versiert und höchst erfahren Lieder davon singen. Er hat in meinem Leben mir so manches beigebracht, vor allem aber warnte er, mein Sohn, nimm dich in Acht. Schnappige Weiber, lass dich nicht mit solchen ein. Schnappige Weiber, sonst wirst ewig Zweiter sein. Schnappige Weiber haben ein Maschinengewehr, schießen dich mit Worten an, da
kohen's dir so arg, die nageln deinen Sarg. Duft, duft, da, 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 duft, da, 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 die haben vor Hickhack, Zack und Zwist zum Beißen eine Zange, stehen mit Schwertgoschen zu und fackeln gar nicht lange. Die sägen an dein Nerv und quasseln, blasen dir ans Ohr, bist genau magst, was sie wollen und hören nicht auf davor. Schnappige Weiber treiben dich ins Wirtshaus rein, schnappige Weiber, du wirst am Ende ein Zauber sein. Schnappige Weiber, die wird dich überleben, druck sie erst mal über die Schwein, ist es um dich geschehen, am Ende wirst fest du stein, das Kriegsjahr doppelt sein. Und jetzt, na, wir haben noch nicht fertig. Jetzt haben wir uns gedacht, heute auf dem Drumherum in Ring, da machen wir in diesem wunderschönen Zirkuszelt einmal ein Spiel mit unserem Publikum. Und zwar würde ich alle Frauen hier in diesem schönen Zelt bitten, mal ganz einmütig und lauthals zu bekennen, was sie auf dieser Welt wirklich sind, nämlich schnappige Weiber. Ja, gibt's uns das mal aus voller Inbrunst bitte. 3, 4. Ah, wunderbar. Und jetzt darf ich die Herren der Schöpfung bitten, dass sie den Frauen den Spiegel vorhalten, wie sich so ein schnappiges Weib überhaupt anhört, nämlich hibbidi, hibbidi, hibbidi. Genau, wir probieren es gleich mal ensemble. Zuerst bekennen die Frauen, dann halten die Männer vor. 3, 4. Schnappige Weiber. Hibbidi, hibbidi, hibbidi. Schnappige Weiber. Schnappige Weiber und ein hibbidi, 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 schnappige Weiber und ein hibbidi, hibbidi. Jetzt ist es ja so, dass wir Männer auch nicht unbedingt Kinder von Traurigkeit sind und deswegen hat auch die Doro in diesem Lied eine Strophe. Es mag schon sein, dass Weiberlein der Schnappigkeit frönen, doch ich kann aus Erfahrung sagen, auf viele Mann ertönen, vor allem wenn sie grummelig sind, sogar nicht zählungsvoll, wenn's so an der Backen hast, die sind nicht grad so toll. Grummlige Mann, brummen mufflig vor sich hin, grummlige Mann, ja, grad hier wenn's anstupfen kriegt, grummlige Mann, versammelt dir deinen Tag. grüß grad dicke Sauerköpfen, Grandelknacker, Schweitelköpfen, ganz leicht zum Kurieren. Lass mit der Mama telefonieren. Und jetzt drehen wir einfach den Spieß um, gell? Und jetzt müssen die Männer bekennen, sie sind nämlich grummelige Mann da. Und die Frauen halten den Spiegel vor mit sowas wie okay, einfach Ensemble gleich und drauf los. 3, 4. Grummelige Mann da. Grummelige Mann da. Grummelige Mann da. Grummelige Mann da. Mama, mir geht's halt wirklich überhaupt nicht gut. Dankeschön. Also, es geht ganz einfach. Wir sagen den Gassenhauer vor, danach sollt's ihr laut und fehlerfrei nachsagen. Metzger, Witz, ein Metzgers Messer, wenn's das Witz, dann schneid's ein besser. Metzger muss das Messer witzen, zweckt der Bau sein Schweines essen. Alle und laut. Metzger, Witz, ein Metzgers Messer, wenn's das Witz, dann schneid's ein besser. Metzger muss das Messer witzen, zweckt der Bau sein Schweines essen. Boah, die sind gut. Sehr gut, ja, wunderbar. Da hätten wir vielleicht gar kein Plakat gebraucht, gell? Aber wir legen die Latte jetzt ein bisschen höher. Wir kommen zum qualifizierten Hauptschulabschluss. Und ich sage immer, Obacht in der Wortwahl, es gibt verbale Tücken. Der
Whisky-Mixer, nix ein Whisky, sagt am liebsten Whisky-Mixi, weil ich, wenn ich Whisky mix, nebenbei mir einen gönn. Der Whisky-Mixer, nix ein Whisky, sagt am liebsten Whisky-Mixi, weil ich, wenn ich Whisky mix, nebenbei mir einen. Ich gratuliere dir recht herzlich zu deinem qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich würde sagen, Sie war stets bemüht, gell? Wir kommen zur mittleren Reife und da gibt es schon noch mal eine Hürde obendrauf. Da muss man zusätzlich zur sprachlichen Fähigkeit auch noch eine gewisse Körperlichkeit an den Tag legen. Der ist nämlich im Dreivierteltakt, dieser Gassenhauer. Und da muss man sich, während man ihn her sagt, unterhaken und schunkeln. Wollen wir uns einfach mal ein bisschen einschunkeln? 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2. Zwischen zwei Zwetschgen, zwei Zwitschern, zwei Schwein, so schick, zwitschern zwei Schwein, zwischen zwei Zwetschgen, zwei, alle! Zwischen zwei Zwetschgen, zwei Zwitschern, zwei Schwein, so schick, zwitschern zwei Schwein, zwischen zwei Zwetschgen, zwei, kleiner Mal! Zwischen zwei Zwetschgen, zwei Zwitschern, zwei Schwein, so schick, zwitschern zwei Schwein, zwischen zwei Zwetschgen, zwei. Es haben ganz viele mittlere Reife, aber nicht alle, gell? Ich hab's schon genau gehört. Wir kommen jetzt zum Abitur, zur Matura, wie der Österreicher sagt, und ich freue mich sehr, dass wir heute auf dem Drumherum wirklich ein für unsere Verhältnisse brutal jugendliches Publikum haben. Ja, wirklich, bei uns im Oberland, wenn es heißt, das Kabarett kommt, das ist meist dann doch so eine Art betreute Unterhaltung. Wir sind ja ganz oft schon froh, wenn sie dann beim Lacher das Wasser noch halten. Aber ich sag's jetzt einfach einmal in dieses Rund zur Vorsicht, Leid mit den dritten Zähne. Gell? Jetzt beim Abitur einfach einmal eine Runden aussitzen. Ja, bevor uns jetzt hier die Haftcreme versagt, gell? Und bitte als eiserne Regel das Abitur niemals dem Nachbarn direkt ins Gesicht. Da sieht der Depp, hat's Steck, Speck, schnell ins Futterleib vom Brotzeitbrett und denkt, warum in aller Welt hab ich denn bloß mein Steck bestellt? Olli, da sieht der Depp, hat's ins Futterleib vom Brotzeitbrett und denkt, warum in aller Welt hab ich denn bloß mein. Ja, das Abitur wird sowieso überbewertet. Aber einen hätten wir noch, gell? Der Numerus Clausus für die Hochschule. Ich sage immer, es kann richtig kompliziert werden, aber wir haben ja das Plakat und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wenn im dichten Fichten dicke Nichten züchtig blicken statt tüchtig znicken konntest, das aber dichtes wie Fichten dicke samt die dicken Nichten fürchtig trinken. Wir probieren's. Wenn im dichten Fichten dicke Nichten züchtig blicken statt tüchtig znicken konntest, das allerdichteste Fichten dicke samt die dicken Nichten fürchtig knicken. Ja, wir brauchen nicht mehr einen Handwerker, gell? Das stimmt. Wir haben also von der Hauptstraße aus in die Siedlung zur Baustelle hin immer mehr Bierflaschen postiert. Ihr macht euch keinen Begriff, wie viele Maurer da gekommen sind. Die waren allerdings alle besoffen. Darum haben wir gedacht, okay, dann machen wir jetzt ein Handwerker-Locklied. Und bei dem Handwerker-Locklied gibt es ein Refrain, da brauchen wir dann nochmal eine tatkräftige Unterstützung. Brauchst du einen Handwerker, so gnad dir Gott. Ist das Ballen noch so dumm, peitschen wir's aufs Gymnasium, malträtiert sein Gehirn und danach muss studieren, hat nach 14 Semester eventuell ein Bachelor, seit noch Arbeitskind und zur linke Hand, doch findest du einen Mann, der mauern kann, mit seiner Hände Kraft, was Bleibendes erschafft, so singt ergriffen hin, dann deinen Herrn auf Knien, sag ja nix
diesen Lockruf, den er immer gerne hört. Und der geht, wir haben ein Bier da. Wir haben ein Bierle da. Bierle, Bierle, Bierle da. Wir haben ein Bierle da, ein Bierle haben wir da. Was ist denn mit euch los? Seid ihr jetzt irgendwie schon eingenapft, eingesülzt irgendwie in diesem Zelt hier bei dem Schwitz? Nein, oder ist einer gestorben? Also normalerweise, wenn die Doro zu diesem Hüftschwung ansetzt, gell, dann hat das beim Publikum zur Folge, dass die Handinnenflächen sich ganz automatisch, fast magisch suchen. Das geht dann immer so. Spürt ihr das nicht? Hast du nicht gespürt? Jetzt hör halt auf. Ich geb dir noch einen Schatz. 3, 4. Findest du keinen Handwerker, hilft kein Gebet, einen Installateur. Den kriegst erst gar nicht her. Und wenn er kommen soll, dann wiegst ihn auf mit Gold. Mach Kuchen und Kaffee, oh Wein und durch ihren Schee, damit er durch sich rinnt, das, was er angefangen hat, zu Ende bringt. Da ist einmal ein Handwerker in den Himmel gekommen, gell? Und dann hat er geschimpft wie ein Rohspatz. Hat er gesagt, Petrus, Petrus, warum hast du gerade mich so früh sterben lassen? Gell? Sagt der Petrus, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Er sagt, ich bin doch erst 48. Sagt der Petrus, was, das gibt's nicht. Schaut er in sein Buch nach und dann sagt er, nach dem, was du an Stunden aufgeschrieben hast, bist du 94. Handwerksgoldener Boden wird jetzt latinisiert. Geht noch einer in die Lehre, lernt er den Mechaniker, lernt er Mechatronik nur, schließlich hat er Abitur, kann mit seinem Rüsenhirn leider gar nichts reparieren, tauscht grad Komponenten aus, ist Eier und ein Graus, eine Werkstatt, die dir schlägt, mal schnell dein Auto riecht und dabei seriös ist, die gibt es faktisch nicht. Was dann auf Termin und hast dann endlich hin, als mit voll Fantasie ein neues Auto rund um deine Batterie. Und dann kriegst du eine Rechnung. Ja, da musst du die erst einmal hinsetzen. Und dann denkst du dir auf diesen Schock, da mach ich mir ein Bier auf. Und du gehst zu deinem Kühlschrank und du machst die Tür auf. Und dann stellst du mit Entsetzen fest, es war der Maurer. Und der Installateur war auch noch. Dann tönt's zuerst ganz leise, wimmernd, klagend und später immer lauter werden durch die Siedlung. Wir haben kein Bier mehr da. Wir haben kein Bier mehr da. Bier, 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 wo? Wir haben kein Bier mehr da, kein Bier haben wir mehr da. Und dann rennst du wie von der Tarantel gestochen zum Getränkehändler deines Vertrauens. Hol dir
wirklich wieder heißen, wir haben ein Bier da. Wir haben ein Bierle da. Bierle, Bierle, Bierle da. Wir haben ein Bierle da. Ein Bierle haben wir da. Prost! Die Isa Schiffer. Zusammen spielte die Doroberauer. Zusammen spielte der Rainer Berauer. Die Isa Schiffer. Dankeschön, Dankeschön. Schön. Ja, neulich habe ich einen wirklich schlimmen Moment gehabt, weil da habe ich meinen Rentenvorbescheid bekommen. Da war es mit einem Bier nicht getan. Da muss gleich ein ganzes neues Lied her. Unsere Renten, die ist sicher, so haben wir gehört. Doch wissen wir, sie ist sicher nichts wert. Lupen rein, Demokraten, uns verkackt und uns verraten. Selbst gern wovon sie schon und ein Job bei Gazprom. Halt nur Jetten die Million. Wir sind alt und brauchen das Geld. Wir sind alt und brauchen das Geld. Wir sind alt und wir brauchen das Geld. Unser Reden liegt die Grund und der Flughafen geht um. Steht im Euro weiter rum, in einer Maut, die wir haben und einer, die ist nicht gut. Kaum ein Milliard den Grund, unser Haus nicht sein Renten kriegen hoch. 45 Jahre haben wir weggestellt, heute sind wir alt und brauchen wir das Geld. Und jetzt mag ich euch hier, wir sind alt und brauchen das Geld. Wir sind alt und brauchen das Geld. So unter Verzweiflung. Thank you, thank you. Rentenerhöhung, Blockerung, Erdnussbröcker, ja, die bieten uns um. Eine Lösung, die wisst ihr schon. Wir brauchen eine Revolution mit dem Mut der Verzweiflung und dem lauten Knall. Überfall, Rütz und Wärme, dieser stellt. Oh, mit die Hit, ja, mit unserem Geld. Wo ihr hinsingt, oh, bitte. Her mit unserem Geld, oh, mit ein. Und her mit unserem Geld. Soll ich jetzt Oh, die mit Geldbeutel dem, ja unbedingt so mit die Geldbeutel, jetzt kommen wir nicht lange. Her mit unserem Geld, oh mit einem, und her mit